Moment. So, jetzt sind wir doch ein bisschen erhellt, erleuchtet, verbessert, verschönert. Oh. Gut. Okay, also dann legen wir gleich los mit Stray. Heute ist wahrscheinlich der Abschluss. Nehme ich an. Also ich glaube, es geht nicht, es ist nicht so lang, das Spiel. Habe ich gelesen, irgendwie so, wenn man es einfach durchrusht, geht es irgendwie so 6 Stunden oder so, mehr oder weniger. Ich bin schon im drittletzten Abschnitt, habe ich gesehen, im Stadtzentrum. Ja, schauen wir mal, ob wir da heute zum Abschluss bringen. Erstens. Und zweitens schauen wir dann, was wir nachher noch spielen. Keine Ahnung, ups. Ich denke, mal schauen, wie weit das wir kommen. Wie lange das wir noch Zeit haben. Dann wir dann gucken. Wenn wir noch etwas vom PS Plus noch nehmen. Oder vielleicht doch noch Brutal Legend reinhauen für ein paar Minuten. Wir werden es sehen, wir werden es fühlen. Und wir lassen uns überraschen, was es gibt. Ja, ich würde sagen, starten wir das Spiel. Dann ist es auf verkleinern. Tschüss. So, dann nehmen wir schnell die Stellung nochmal schnell anpassen, wie ich es jedes Mal muss mittlerweile leider, dass ich auch Ton habe auf meinen Kopfhörern. So, sehr gut. Wonderful, wonderful. Was am besten ist, dass ich da ein bisschen im Bild bin. So, tipptopp, gut. Okay. Ganz herzlich viel Spaß wahrscheinlich beim Abschluss, beim letzten Teil. 4 Stunden, 9 Minuten, 55 Sekunden. Also wahrscheinlich immer noch etwa 2 Stunden im Jahr. Könnte irgendwie noch drin liegen heute. Viel Spaß. Wie ihr gesehen habt, eben die anderen Teile habe ich auf YouTube hochgeladen. Die sind auf meinem Kanal. Den Link findet ihr unten dran in der Info. Im Infoteil. Vom Twitch-Dings. So, die habe ich, glaube ich, schon mal besprochen. Stimmt, du sagst nicht so viel. Ah, das ist irgendwie so. Scheiß Sound abstellen. Katastrophe. Oh. Hat es einfach umgeschaltet. Okay. Ist da, wo der moderne Roboter in dem Fall heute so lässt? Hey, hey, hallo? Freunde, mache ich kein Seich. Wir sind auch eine Drohne, schau mal. Ah, das ist von einem Polizist abgeführt worden. Okay, gut, also. Mal schauen. Hüpf. Krasse Aussicht. Da sind wir vorher nicht gewesen. Warte, kann ich mit dir schwätzen? Nö. Wenn nicht? Gesucht. Clementine, Unruhestifter, Außenweltler, rebellisch. Bitte jegliche Sichtung melden. Die, wenn wir eben gut treffen irgendwo, ne? Ich habe dir schon 5-mal gesagt, Josh, dass du so nicht rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Trap. Oh, platsch. Oh, so cool. Hey, schau mal. Da habe ich noch gar nicht geachtet, aber da wirklich auch so platsch. Voll cool. Und sogar Ding. Hat schon. Hat so gern Wasser hat. Unbelievable! Ein Treffen. Und erklären. Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Okay. Wir müssen in die Residenz.
Die Residenz, wir müssen besuchen. So. Patsch. Patsch, patsch, patsch. Patsch, 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 patsch. Wasser, yay! Hä? Oh, sorry, Entschuldigung. Da passiert halt immer. Ja, ist gut, das... Oh mein Gott, das kriegen wir noch allzu gut bei uns auch. Wenn da der eine Krater wieder einmal einfach Füße rauscht. So geil. So, da wollen wir auch ein bisschen markieren. So. Lass du uns rein? Hallo? Hey, ich gehe jetzt zur Arbeit. Wir sehen uns später. Okay, Schatz, sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines. Mir geht es gut. Okay. Hier können wir nicht. Schade, schade. Wow. Das ist wieder ein bisschen urlaut. Keine Ahnung. Können wir schnell. So. Nein, ich glaube alles okay. Nein, ich bin glaube recht laut mit dem Mikro. Machen wir aber so, tippitoppi, tippitoppi. Gut. Alrighty. Monitor wieder rausnehmen. Monitor aus. So. Schließen. Okay, alles klar. Gut, wir können weitermachen. Weil es steht im roten Bereich aus und das ist irgendwie nicht so ein gutes Zeichen. Habe ich gemeint. So, machen wir aber so. Tipptopp, so ist gut. Okay. Hoi du. Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch meinen anderen Arm und dann meinen Körper und so weiter, bis ich alle Teile ausgetauscht und meine Software aufgerüstet habe, werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst. Die Frage haben wir doch einmal, die letzte im Stream auch einmal gehabt. Wir haben uns doch einmal gefragt, ob man in einem Schiff, bei einem Schiff, wo man alle Teile ersetzt, also alle Holzplanken und so ersetzt, ob da immer das gleiche Schiff ist oder nicht. Die hochphilosophische Frage hat sich jetzt der Roboter gerade auch gestellt. Ich frage mich, ob die Tuk-Tuks noch verwendet werden. Wahrscheinlich ja nicht, oder? Wuhu! Sorry, Junge, du bietest dir einfach an dafür, es tut mir leid. Residenz, Ladenstraße, Negokor. Enjoy the world's safest city. Wallet City 99. Walled City 99. Okay, alles klar. Junge, du bist wer? Genau. Bei der Nekocorp arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln. Und nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Nein, er wird einfach irgendwo gestapelt. Apropos unten, es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Ja. Ihr schmeißt einfach den Müll ab und die wissen nicht, was damit anfangen. Da ist das Problem. Hoi du. Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Ist tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so, als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einem Haufen Ersatzteile landen. Schmeichel. Der beste Freund der Katze. Mit Trophäe. Hey. Er ist auch verliebt. So. Ali verliebt sich. Hey du. Wirst du ihm bitte seine Batterie ersetzen? Ja, ich helfe dir. Probier dir helfen. Vielleicht finde ich eine Batterie irgendwo. Übersetzen. 2458 E-Doc. Gut. Das Bild abholen? Nicht. Hüpf. Hüpf. Eine Muku. Ein Bild einer Muku. So. Pico benutzen. Aua, shit, was war das? Vor lauter Muku habe ich jetzt das Ding vergessen. Mensch. 2458. Guten Abend, der Herr. Hab den Anfang verpasst, sorry. Hast du das Game doch noch nicht beendet und ohne uns? Nee. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße hier heute Abend aufs Neue wieder der Erste, wieder der Treueste, wieder der Schönste, wieder der Beste, wieder der Größte, wieder der Tollste, wieder der ultimative Moderator, der Mann, die Legende,
Der Myrtas. Einen wunderschönen guten Abend. Ich danke dir fürs Einschalten. Ich danke fürs Vorbeischauen. Nein, ich habe es noch nicht beendet. Ich habe einfach Dinge. Es sind alle Teile einfach auf YouTube. Das ist jetzt wahrscheinlich der letzte Teil. Ich habe zwischendurch zwei, das Schönste, die Anfragen sind ja wohl tief. Ja, das ist so, hast du noch nicht gemerkt. Ich meine, mit so einem Streamer kannst du nur der Schönste sein, es geht gar nicht anders. Es ist schlicht nicht möglich. Wenn ich will eben, ich habe Dinge, die zwei Teile habe ich zwischendurch auf YouTube gestellt, das Let's Play. Zusätzlich, da ist jetzt der vierte Teil, wahrscheinlich der letzte Teil, so wie ich gelesen habe, geht es etwa 6 Stunden, wenn man mehr oder weniger ein bisschen durchrusht. Die Story spielt ohne grosse Trophäenjagd und so. Ich vermute, wir werden fertig heute. Und ich freue mich irrsinnig drauf, immer noch wahnsinnig gefreut an dem Spiel, es ist einfach immer noch geil. Und wenn du willst, wenn du noch 7,5 Minuten Zeit hast, kann ich nochmal die Zusammenfassung laufen lassen, die ich am Anfang laufen lassen habe. Wo so ein bisschen ein paar Ausschnitte einfach zeigt, dass du Teil 2 und 3 wenn du Bock hast. Tell me. Oder du machst es einfach und schaust meine Videos an. Okay, gut. Dann mache ich da schnell ein Päuseli. Ich klinke mich aus, weil auf dem anderen habe ich keine Kamera. Nee, ich bin zu faul dafür. Lass mich lieber bedienen. Okay. Es ist nicht großartig. Es sind einfach so ein paar Ausschnitte. Und vom dritten Teil habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht viel drauf, ganz ehrlich. Aber 7,5 Minuten. Viel Spaß. Ja, das war's. Nachher sind wir auf dem Stock oben. Also wir sind nachher von unten her von dem Wissenschaftsgerätteil, wo Ding, sind wir so einen Turm aufgeklettert. Eigentlich. Und dann da oben angekommen. Und jetzt sind wir da oben im Stadtzentrum, wo wir jetzt sind. Ich hoffe, es passt so weit. Ja, ist wieder so ein spontaner Gedanke gewesen. Ist mir heute irgendwie in den Sinn gekommen, heute Morgen, nein, heute Nacht sogar, als ich wach im Bett gelegen bin. Danke für die professionelle Zusammenfassung, gerne, ja, ist sehr professionell gewesen. Ist mir die Nacht irgendwie in den Sinn gekommen, dass ich das eigentlich machen könnte, so, weil die anderen Sachen schon auf YouTube sind. Dass ich einfach so schnell irgendwas zusammenstiefeln habe ich heute Abend nach dem Feierabend so schnell gemacht, irgendwie in einer Stunde oder so. Ich hoffe, es hat passt. Also mein Programmli hat, mein Videobearbeitungsprogrammli hat sich auf jeden Fall wieder einmal bewährt. Ich finde es cool, ich mache es gerne damit. Es ist einfach zu bedienen, es ist super. Ich hoffe, es hat gefallen. Irgendwie. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Und eben, wenn du schaust, Teil 2 und Teil 3, vielleicht einmal 3 irgendwie, dann hast du noch ein paar Szenen mehr und ja, das wär's. So. Vor allem Teil 3. Teil 3 habe ich jetzt da recht ausgespart, eigentlich, weil dort doch sehr viele Sachen noch passieren. 2458. Können wir uns den Code endlich mal merken? 2458. Ist er nicht, hä? Gut. Schade. Wäre doch schön gewesen. Ah, der ist nicht. 001 01 4 904 93 19. Irgendwie hat es das in dem Fall nicht. Okay, gib mir keine Mühe mehr für die. Vergiss es. Habe ich verpasst? Ah, Code! Code, richtig. Du hast es erfasst. Das ist gut. Ja, stimmt. Du hast es erfasst. 8542. Richtig. Danke vielmals für den Hinweis. Da wäre jetzt selber nicht drauf gekommen. 8542. Genau, richtig. Danke vielmals.
Sehr gut. Abzeichen. Katzenabzeichen. Neuen Gegenstände. Okay. Danke vielmals. Danke vielmals, danke vielmals, danke vielmals. Oh mein Gott, da gibt man sich rasse Mühe und dann, naja. Sowas. Hey! Der Novaken! Salü! Grüezi wohl! Wieso geht der Alert nicht los? Ja, keine Ahnung. Irgendwie müsste jetzt ein Alert losgehen. Vielen herzlichen Dank für den Follow, Novaken. Sali! Grüezi wohl! Aber jetzt will ich gerade schon schauen, warum das der Alert nicht losgeht. Das stresst mich jetzt. Moment schnell. Danke, danke, danke. Ja, ich muss da gerade schon umschalten. Ich muss da gerade schon schauen. Oh oh, das Ding geht wieder nicht. He? Das, mein Stream-Element hat sich wieder mal ein bisschen... Oh nein, bin ich noch eingeloggt gewesen. Im Stream-Element. Und jetzt hat er sich irgendwie wieder ausgeloggt in der Zwischenzeit, obwohl ich den PC nicht abgeschaltet habe. Kleiner Moment schnell. Dein Alert kommt gerade, dein Wohlverdienter. So. Sollen wir mal schauen. Irgendwie kann ich den nämlich nochmal triggern. Und zwar bei den Docs da oben. Chat, Twitch, da, Aktivitätsfeed. Genau. Moment schnell. So. Jetzt hätte ich es nochmal triggern eigentlich. Oder auch nicht. Nein, irgendwie nicht. Schade. Ah, haben wir einen gehabt? Cool, ich nicht, ich habe nicht gehört. Super, perfekt. Also einfach im Ding, im Chat rein nur, oder? Aber nicht schon gross da gewesen. Schon im Bild. Haben nicht gesehen. Egal, ich habe nicht gehört. Schade. Egal, ich habe es gesehen, ja, super. Nehmt Stream sogar mit. Ah, cool, perfekt, super. Ich habe nichts gehört, danke vielmals. Sorry, in dem Fall. Nicht so geklappt, bin ich froh. Bin ich sehr, sehr froh, hat alles geklappt. Herzlich willkommen, Monitor-Ausgabe, Monitor auch wieder alles umschalten. So, schließen jetzt ist gut. Aha, schön. Gut, kein Thema. Gut, so, also, alles klar, perfekt. Nein, es wundert mich, dass meine Technik einmal super funktioniert, ohne dass irgendetwas schief läuft. Es ist erstaunlich. Sonst ist immer irgendwie, eben, siehst du jetzt genau, jetzt wäre es ein Thema gewesen, dass der Alert nicht kommt, oder? Er hätte jetzt genau so gepasst, darum habe ich gerade so reagiert. Die Technik, die funktioniert. Jetzt hier und nur heute, genau. Hey, wie geht's, wie steht's? Freut mich, dass du da bist. Ist alles klar im Wallis? Wohnst du überhaupt im Wallis? Nachdem du gezügelt hast? Tut mir leid, Kleines, du kannst ja nicht spielen. Die Neko-Korbfabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Jö. Ja, Sonic, ja, wohne ich noch. Ich bin nur mehr über die Straße gezügelt. Ah, okay, alles klar. Gut. Gut. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf, okay? Das ist, ups, halb Großschrift. Verzeih das. Verzeih das. Ich glaube, ich bin recht großzügig mit der Caps Lock Einstellungen umgegangen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es sogar ganz deaktiviert habe. Ich kann es nicht sagen. Oi, das sind ganzen Keime da, du. Wer beobachtest du, hä? Hä? Du kleiner Undercover-Botter. Ich hab zu tun, was willst du? Jetzt wäre herzig, wenn wir dem beistreichen. Ja, Sonic haben wir es global. Heute ist zwar angenehm gewesen, einigermaßen bei uns in St. Gallen. Ist okay gewesen, aber es soll ja dann die Woche eigentlich schon wieder losgehen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, ob es jetzt schifft oder nicht. Ich glaube nicht. Da im Spiel schon. Der Caps Lock wird mein Bannfinger gleich nervös gebracht. Myrtos, der noch wacken, den sperrst du mir nicht. Wenn ich irgendwie ansatzweise nur die Möglichkeit hätte, dass ich ein VIP begehen,
Ich würde es beim Novaken natürlich sehr gerne machen, aber so weit bin ich noch nicht. Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wenn du schaust, jetzt kann man etwas Katzentypisches machen, nämlich Lauf. Ab dem nicht, schade. Hehe, ja, nice, danke, ja, sehr gern. Aber ich bin noch weit weg davon, dass ich die überhaupt irgendwie vergehen kann. So, jetzt muss ich schauen, ob der andere noch rumstolpern ist da unten, der rumläuft. Da ist er, genau. Jetzt haben wir etwas Katzentypisches machen mit dem da. Ups. Ich finde das so geil. Ich feiere da voll das Detail. Das voll schön. Bling. So. So, der hat sich vorhin beschwert, dass er eine defekte Batterie bekommen hat. Bla 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 bla. Da, Türsprecher. Mal schauen, ob der das sagen hat. Der hat nichts zu sagen. Der lässt mich einfach nicht ein. Ah, da. Der Club ist geschlossen. Hau ab! Aber. Ich bin ein Kätzchen. Ich bin süß und flauschig. Da, hast sogar einen eigenen Eingang. Schau mal, siehst du? So. Hä? Der ist doch für Katzen gemacht. So. Der andere kommt wieder. Miau! Attacke! Ja, noch wacken, du hast ja auch ein Kätzchen. Du weißt, glaube ich, auch, von was ich rede. Du auch? der kriegt gar keinen zu fressen. Ups, sorry. Oh Mann, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, so geil. Oh Mann. Okay, das ist richtig geil. Hat er auch gehört, okay, gut. Also kommt drauf an, wo man ist in dem Fall, okay. Gesagt ist der Laden im Stadtzentrum, aber der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Voll auf Fresse, ja richtig, aber voll auf den Sack. Voll geil. Oh Mann. Stehlen, ey, man kann Jacke stellen. Und still die Jacke. Entschuldigung. Was? Und die ablenken? Und die ablenken in dem Fall. Oh Mann. Shit. Alright. Du bist da innen nur am Jacke probieren, oder? Keine Ahnung, was das sonst noch so treibt da. Gegenstand einfügen. Wenn ihr eine Kassette hättet, eine Kassette, könnt ihr euch an Kassette erinnern? Der Novak kann sich sicher an Kassette erinnern. Yes! Die lustigen Dinger, die man mit dem Bleistift natürlich einfädeln können. So. Du hast sogar noch ein paar im Keller. Wow, krass. Nein, das habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe mich doch tatsächlich irgendwann einmal getrennt von denen. Ich hätte auch kein Abspielgerät mehr oder so, überhaupt nicht. Ich habe auch keine LPs und so Zeug. Ich fand Kassetten mit Hörspiel voll toll. Konnte man am Ende drehen für den zweiten Teil der Geschichte, war danach sogar zurückgespult. Genau! Quasi endlos Band gewesen. Nein, das wirst du nicht klauen. Schade. Okay. Gut aber. Ich werde es brauchen. So, dafür verkratze ich dir den Teppich. Jawohl. Er ist jetzt davon. Blöde Verkäuferbotter. So. Gut. Stimmt. Genau. Oder wenn sie mal los... Mensch. Zur Hölle mit den Wächtern. Lange Leben für die Außenweltler. Ist das doch schlecht übersetzt, hä? Das macht mich ja immer umso Opa. Ja, ist sie zum Glück nicht. Die sind recht anständig, was das betrifft. Außer wenn sie gerade Hunger haben oder sonst irgendwie das Gefühl haben, vernachlässigen, dann kommt es ab und zu mal vor, dass sie sich an meinem Kleiderstuhl im Schlafzimmer vergreifen. Aber sonst sind sie eigentlich sehr anständig, was so Sachen betrifft. Muss ich sagen. Ich bin recht froh drum, ehrlich gesagt.
Wenn am Anfang ein bisschen Geschiss hatte mit ihnen vor, also das ist ja schon ewig lang her, wenn wir am Anfang ein bisschen Geschiss hatte mit ihnen, weil sie so Trotzschiffe gemacht haben, wo wir es neu hatten, wenn sie aus irgendeinem Tierheim geholt. Und dann haben sie einfach so Trotzschiffe gemacht, also Sofa verschifft und so. Das war irgendwie nicht so geil, gewesen, das war nicht so angenehm. Gewesen. Ja, das ist recht mühsam gewesen. Aber ja. Wir haben nachher irgendwie so angefangen Plastik drüber, also so Plastiktischtuch drüber gehängt und so Sachen. Dann haben wir es ein bisschen einfacher können putzen. Wenigstens da. Aber ja. Ja. Kein Schritt weiter! Der Zugang zum Außenbereich ist vollständig gesperrt und der Auftrag gedeckt wird. Der Außenbereich ist nicht sicher, kein Schritt weiter. Aber wenn es dann sogar noch prüfen, ob es irgendwie, keine Ahnung, körperlich Schaden wäre oder so irgendetwas. Blasenentzündungen, pipapo. Aber wir haben die Ärzte hat gemeint, nö, ist nix, alles gut, alles super. Ist wirklich rein psychische Trotzreaktion gewesen anscheinend. Und ja. Aber eben, da hat sich mit der Zeit gegeben, wo sie sich dann gut eingelebt haben und so. Und jetzt haben wir voll Frieden miteinander, alles drum und dran, alles super. Alles gut. Und den Polizisten bringen wir jetzt zum Umkehren, der kommt nicht, schade. Neulich war mal die Kollegin aus DE da, hat die beiden Katzen mitgebracht und ich hatte voll Angst um die Vorhänge. Waren aber zwei ganz liebe, zum Glück sag nicht da. Weißt du, Vorhänge bis ganz am Boden. Weil, wenn du Vorhänge nicht bis ganz am Boden hast, dann gehen Katzen tendenziell auch nicht rauf eigentlich. Ich bin gerade in die Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache. Aber warum? Bin ich Verschwörungstheoretiker? Hm? Weißt du was, mein Freund? Halt dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und haben meinen Kumpel Pablo, er hat 350 Jahre abzusitzen, sei also vorsichtig. Ja, zum Glück machen das meine auch nicht, ganz zahm. Ja, und ich habe eine komplette Fensterfront, also viel Vorhang. Der Kater ging einfach gerne drunter, aber nicht dran, das ist cool, ja, das ist super. Oh, Liebi. Und sind sie vielleicht auch schon von daheim gewöhnt, beziehungsweise abgewöhnt oder so, dass sie es nicht machen oder so. Ich da viel mit dem zu tun, sie tun sich nicht irgendwo, nur weil sie an einem anderen Ort sind, irgendwelche Dinge eignet mal. Ich habe versucht, ein Zielbot runterzuladen und der Beste bei diesem Spiel zu sein. Habe mir aber eine Malware eingefangen. Ich bin mir nicht sicher, warum. Jetzt kommt mir alles schräg vor. Okay, also... Okay, Cheatbots gibt es also auch in der ferne, mehrere hundert Jahre alten Zukunft. Patsch. So. Patsch. Wir schauen das restliche Billard spielen. Nein, nicht da durch. Ja. Zack. Genau. Zack. Na, ist Loch. Super. Okay. Besuch ist wer gewesen. Ja, und ich habe eine komplette Fensterfront. Also viele Fragen. Ja, genau. Ah, ja, den ist schon mal vorgelesen. Blöd. Ich habe jedes Spiel gemeistert, das es jemals gab, aber wie das hier funktioniert, kann ich dir echt nicht sagen. Kapiere ich eher irgendwas nicht richtig? Shinzo. Also, sorry, Billard ist jetzt irgendwie nicht so schwierig. Da begriff sogar das Rätsel. Schau mal. Hüps. Da. Bell, das Loch. Aber jetzt kann ich nur mit dem Weißen kann ich wirklich so spielen halt, aber egal. So. Rasinput. Die Cheater. So, ich muss die Musik ändern. Was gibt's? Gute Metal. Nice Metal. Treffen. Toning kenne ich nicht. Ich mag so ziemlich alles. Okay. Mal rüber. Hüpf. Treffen. Hallo, mein Lieblingsdrink ist Öl. Was ist deins, Mehmut? Hüpf. Treffen. Was darf es heute sein, kleiner Herr? Ein Schälchen Milch. Unsere Welt muss dir aus deinen Augen gigantisch groß vorkommen. Ich wünschte, ich könnte so klein sein wie du und neue versteckte Orte auskundschaften. Joni. Hast du Milch? Ich will Milch. Milch.
Milch! Wow, krass. Umgeflippt. Gut. So. Jetzt mal schauen, ob es da oben irgendetwas zu entdecken gibt. Ich finde das so cool, dass man wirklich überall rauf kann. Ich finde das richtig geil. Richtig nice. Match. So. Nochmal schnell zurück zum Thema Katzen. Abgesehen davon, dass wir eine nach 7 Jahren, wo wir es jetzt haben, immer noch nicht streicheln können. Also das sind ja wilde gewesen, wo wir es geholt haben aus dem Lager. Das ist so eine, also ein Lager, das ist das Auffangdings. Also ein Auffangheim, wo Wilde einfängt, hauptsächlich. Also wild Eingefangene aufnimmt und weiterverteilt. Und der eine, der ist wirklich ein Wilder gewesen. Der hat auch so an den Ohren so Einschnitt. Die sind ja einmal für mit der freien Wildbahn ist das zum Markieren quasi, dass die kastriert worden sind, oder? Und da hätte so 2 Einschnitt. Ist das nicht sowas von cool im Moment? Peace, Mann. Griffender Roboter, geil. So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann. Und der andere ist ziemlich sicher schon von Anfang an ein Hauskater gewesen. Der ist jetzt auch ultra anhänglich. Also ultra anhänglich, der ist die ganze Zeit im Schnorren. Mau, 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 mau. Die ganze Zeit im Schwätzen und will das am liebsten mal gar nicht mehr gehen lassen. Und, aber der andere, der ist, meine Freundin hat sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben mit dem, extrem viel. Und sie kommt jetzt so seit einem halben Jahr oder so, schafft sie es irgendwie so 2-mal pro Woche, dass sie ihn darf so am Hals kraulen, so ein bisschen. Und dann schaut er einfach ganz fest weg, so, ich bin gar nicht da, ich merke da gar nicht, dass mir da irgendjemand krault und dann genießt er da extrem anscheinend. Das ist mir voll herzig. Ja, sie darf da. Ich nicht, weil ich habe mir so mal verscherzt mit dem, zwar aufs Übelste, aber bewusst. Wir haben dann mal irgendwie zum Tier, nein, wir haben mal sind Ohrmilben gehabt. Und dann haben wir ihm irgendwie zwangshaft, weil er nicht anhebt, haben wir ihm zwangshaft so Ohrmilbenzeug in den Nacken spritzen. Und weil ich eh schon der Unbeliebter war bei ihm, sagen wir es jetzt mal so, habe ich das dann bewusst auf mich genommen, dass ich es komplett mit dem verscherze. Habe dann so am Boden probiert festheben. Mit Ofenhändchen. Man muss filmen, das war, glaube ich, eine geile Szene gewesen. Die Ofenhändchen probiert den Krater am Boden zu heben, dass die Freundin von hinten das Mittel drauf pappen, aber keine Chance. Der hat sich gewunden und kratzt und bissen und gemacht und tun. Also das sind ja die Händchen durchgekommen sogar. Und seitdem habe ich es komplett versaut mit dem und ja, ich komme jetzt nicht einmal mehr irgendwie in die Nähe oder so von ihm, also keine Chance mehr. Aber wie gesagt, das ist bewusst gemacht gewesen und mit dem lebe ich jetzt halt. Hallo, wink, wink. Ja, krass, eben, es ist, wie gesagt, es ist bewusstes Leid, aber ja. Aber es ist extrem, dass er sich so dermaßen gewehrt hat, wirklich. Kassettenband. Hey, diese Kassetten gehören uns. Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Ich könnte dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für Jean-Ma, Mikro und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Ich probier's. Verdammt 2K. Die eine, die ich noch habe, ist voll auf mich fixiert und die andere ist immer draussen. Die hat nicht mitkommen. Ah, okay, ups. Okay. Ja, der allererste, den wir hatten, da bin ich in der Primarschule, glaube ich, sogar noch gewesen. Der ist auch komplett auf mich fixiert gewesen. Das ist, ja, können machen mit dem, was ich wollte. Ja, der können umeinander schmeißen und also wirklich haben wir so Salto-Würfe gemacht mit dem und so, also vom Schlimmsten. Ja, aber er hat einfach toleriert und ja, wir sind auserkoren gewesen, sozusagen. So, und dann wollen wir mal schauen, ob wir die Sicherheitskameras abschalten können. Für die 3 Hoshis, dass ich das Kassettenband bekomme.
So, jetzt muss ich suchen. Und dann kann ich da von oben abhüpfen. Kann ich die so die... Nein, was... Ah, Moment. Okay, geil. Tatsächlich, das funktioniert. Das ist so geil. Hüpf. So nice. Oh Mann, das Spiel ist so cool. Hüpf. Hüpf. Knack. So. Bricht ab. Und wo ist die dritte Kamera gewesen? Ah, da hinten oben. He? Gut. Okay. Hüpf. So. Kamera kaputt. Bam. So. Miau. Ist so herzig, wie sie einmal motzen, wenn man von hoch runterjuckt. Miau. Geht's noch? Wieso lässt du mich so hoch runterjucken? Spinnst du nicht? Tut doch weh. Geh meine Pfötchen kaputt. Jawohl. Treffen. Soll das heißen, du hast deinen Charakterbogen vergessen? Ich habe die ganze Woche damit verbracht, diese Sitzung vorzubereiten. Okay, ja. Blöd, hä? Nein, nicht du. Mit dir wird ich nicht reden. Ja, ich will reden. Ja. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt habe. Aber lass uns trotzdem spielen. Ich werde in diese Höhle gehen. Los geht's. Ist da Dungeons and Dragons? Wahrscheinlich, hä? Im Charakterbogen. Oh, die NT-Spieler, da wird's ernst, gell? So, Simon, gib mir das Kassettentape. Gut gemacht, ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis, du hast ihn dir verdient. Hurra, das Kassetteband. Kalu, Kalle. Ich brauche einen Bleistift, falls es ausliert. Wo ist der Radio gewesen? Da unten, glaube ich, irgendwo. Mensch, da rein? Nein, da war er nicht gewesen, aber ich kann jetzt gleich schnell den Weg schauen. Schnell güchseln. Hüpf. Ah, ist so cool. Alles kann schauen. So geil. So nice Details, ehrlich. So, ich glaube, der Kassettending war irgendwo da vorne, glaube ich. Ah, ja, eine Orientierung, du wie ein totes Ross einmal, ehrlich. Das ist Katastrophe. So, dann muss ich irgendwann mal noch die Jacke klauen. Ah, da rein, genau. Jetzt kann ich den wahrscheinlich ablenken, dass er dann da rein geht. Ding. Okay. Nips. Uff. Boah, scheiße. Das ist wirklich so laut, sorry. Ja, genau, hebt der Tore zu, das ist die beste Idee, die du heute hast, Mann. So, die klauen jetzt hier die Schutzweste. So. Jetzt abgestellt, sehr schön. Scheiße. Ja, da hätte die Tore noch zugegeben. Ah, aber nächste Woche gibt es endlich wieder gute Musik aufs Ohr. 4 Tage Irrsinn im Norden von Deutschland, im hohen Norden. 4 Tage Wacken, 4 Tage Metal, 4 Tage einfach eine gute Zeit. 4 Tage alles gut, 4 Tage alles vergessen. Und einfach so etwas von tiefenentspannt zurückkommen. Als ob man 2 Wochen Ferien hat. Ah, ich freue mich so sehr. Ach, ich freue mich so sehr. Vor allem, weil es jetzt zweimal ausgefallen ist. Ey. Ah, das wird so geil. Es wird in einem positiven Sinn so dermaßen eskalieren. Ich freue mich extrem. So, aber wenn ich jetzt die Schutzweste brauche, habe ich irgendwie noch nicht herausgefunden. Ich habe sie jetzt mal geklaut wenigstens. Und ja. Da kann ich kratzen. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Was ist denn das für ein Geräusch? Ich habe letzten Monat erst all meine Kugellager geölt. Ha, Jesus Gott. So.
Jö, losgerutscht. So, weißt du zu melden? Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht? Das Konzept gefällt mir. Miau. 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 Es gibt Ding. Gibt's auf 9gag und so. Gibt's mittlerweile so Fotos vom Stray Kätzchen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite so die richtige Katze, wo quasi der Voice Actor war von dieser Katze. Richtig geil. Karton! Yay! Endlich kann ich mal in den Karton reinhüpfen, Mann! Das erste Mal in dem Spiel, wo ich in den Karton reinhüpfen und danach. Keine Ahnung, 6 Stunden oder so. Übrigens habe ich 2 deiner Filmempfehlungen geschaut: Fight Club und VW Vendetta. Okay, gut. Ja, Karton, finally! Wie immer noch drin? Yay! Und, wir einfach wissen, gut oder, also, dein Geschmack oder nicht dein Geschmack. Weil gut oder nicht gut ist bei diesen 2 Filmen schlecht zu sagen. Das ist eher eine Geschmackssache. So, hüpf, nochmal einen Karton, yay! Dafür wissen wir es jetzt gerade extrem, dass wir lauter Karton haben. So. Bei diesen 2 Filmen ist eigentlich schlecht gut oder nicht gut. So, ich bin mal. Ich kann pfusen. Man hört sich ja definitiv. Hey, danke fürs Reinschauen. Danke für den Follow. Danke fürs da gewesen. Danke fürs mich gefunden. Coole Sache. Hat mich extrem gefreut. Wirklich sehr. Und bis demnächst. Bei dir wieder. Die nächsten 2 Wochen, wie gesagt, bin ich weg. Aber vielleicht bei dir wieder. Und ja, danke vielmals. Tschüss. VW Vendetta war sehr gut. Bei Fight Club bin ich nicht ganz so sicher, wo es hin wollte. Gute Erholung, gutes Nächtli, schlaf gut. So, ich suche jetzt immer noch den Typ, der Dinge, wo die Schutzweste braucht. Fight Club ist einfach Fight Club. Fight Club, das kannst du nicht erklären. Eben, das ist wie wenn. Probier jetzt den Film jemandem zu erklären, den er nicht kennt. Du musst einfach genau die ersten 2 Regeln anwenden. Weil du verratest mit jedem bisschen, wo du irgendjemandem erzählst, verratest du zu viel. Was soll das ganze Fell an deinem Körper? Mit einer glänzenden Aluminiumhülle würdest du echt cool aussehen, wie schade. Beitrag hat mich positiv überrascht mit Plot Twist, aber war insgesamt nicht so mein Geschmack. War okay, aber nicht so richtig geil. Was ich aber vermute, wenn man den Plot Twist kennt, sieht man beim zweiten Durchlauf eine Menge Hinweise drauf. Ganz genau so ist es. Exakt. Und zwar wirklich viel. Es ist wirklich gescheit gemacht, der Film. Also eben, wie gesagt, es ist nicht jedermanns Sache, verstehe ich absolut, aber es ist wirklich einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Immer noch, ich kann den immer und immer wieder schauen. Gefällt dir mein Outfit? Es ist wichtig für die Sicherheit. Ich habe es aus dem Kleidungsgeschäft und dem Hutladen, aber ich bezweifle, dass sie deine Größe führen, Kleines. Kann ich da dir jetzt gehen? Schöne Jacke, arbeitest du in der Fabrik? Wem kann ich denn die Jacke jetzt gehen? Willst du noch ein zweites Mal schauen? Willst du noch ein zweites Mal schauen, der Fight Club? Wenn du noch ein zweites Mal willst schauen, dann verrate ich nämlich nichts. Und sonst sagt er ein paar Sachen. Irgendwann ja, wenigstens den Plot-Twist vergesse ich bis dahin nicht. Dann will ich genau auf die Anspielungen achten. Okay, gut, dann erzähle ich nichts davon in dem Fall. Das ist gut. Weg mit dir!
Hau ab. Dann erzähle ich nichts in dem Fall, gut. Das sind Sachen, die mir auch erst beim zweiten Mal wirklich aufgefallen sind. Ich habe eine Sache habe ich beim ersten Mal durchschauen gesehen schon. Aber dann denke ich, ja, ist ein Schnittfehler oder so irgendetwas. Eine Bestechung? Ich lasse mich nicht bestechen, ich lege Wert auf meine Arbeit. Was ist das überhaupt? Ja, nimm's doch. Nicht. Okay. Wenn es im Nachhinein nicht als Schnittfehler herausgestellt, sondern einfach wirklich zur rechten Zeit an den rechten Ort geschaut. Und dort mit dem Roger bin ich da im Kino geschaut und er hat es eben nicht geachtet, hat es eben nicht gesehen. Oh, du willst doch sicher eine Jacke, komm. Fifi. Nein, du willst keine Jacke. Okay, schade. Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort in der Gegend. Bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam und jetzt ist sie geschlossen. Ein Spiegelbild oder Reflexion. Nein, es ist weder noch. Nein. Es ist einfach so ein. Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann. Es ist einfach so. Es kommt 5-mal kommt's vor. Das ist einfach das Ding, der. Aber wie heißt der jetzt auch? Zack. Kann ich sagen. Das ist mein Lieblingsfilm, aber ich kann es nicht mehr sagen. Ja, der Brad Pitt halt. Egal. Einfach so ganz kurz für ein Frame einfach aufpoppt. Irgendwo. Kommt 5-mal, kommt da vor. Bevor er ihm das erste Mal begegnet quasi. Und auch sonst eben jenste Anspielungen so. Eben. Wo du beim zweiten Mal durchschauen dann merkst, wenn mich der Typ nervt, ist mein einziger Kunde, versuch bitte ihn nicht zu vergraulen. Gut. So, ich will wissen, wo ich die Jacke abgeben kann, verdammt sehr. So. Da ist der Cheetah. Da hinten ist das Backzimmer. So. Ich kann jetzt gleich nochmal schnell da schauen, ob es da einen Durchgang hätte. Nein, da oben bin ich gewesen. Einen kann man noch rauf. So. Auch nicht. Gibt euch jede Karte und hüpfen eine Trophäe? So. Ich könnte mir gut vorstellen, dass mir der Film bei jedem weiteren Durchlauf besser gefällt. Ist möglich, ist möglich. Ist möglich. Sage, ja. Musst das vielleicht nochmal gehen, irgendwie in ein paar Wochen oder so. Musst das vielleicht wirklich nochmal gehen. Da ist der, der am Strassenputzen ist. Da ist die Bar, wo ich schnell ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich durch muss. Hoi. Jö. Jö, schau an. Oh mein Gott, ich kann fest schlafen. Oh mein Gott, ist das geil. Oh je, ist das herzig. Oh, und er verliebt sich. Natürlich verliebt er sich. Wie kann man sich nicht verlieben in ein Kätzchen? Wie geht das nicht? Oder eine Minute im Karton bleiben. Ja, genau. Ja. Schau mal. Oh mein Gott. Ich schmelze. 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 So. Aber jetzt muss ich leider aufstehen, immer weiter. Mein Gott. Tschüss. Tschüss. So geil. Da hinten bin ich eigentlich
schon. Aha, warte mal schnell. Irgendetwas ist da vielleicht noch los. Da bin ich nämlich noch nie geschaut. Die halten einem ziemlich sicher auf. Hoi. Aua, aua. Gut. Hallo. Hui. Kein Schritt weiter, Zunge aus schwer, kein Schritt weiter. Himmel, ja, wirklich gar keinen Schnell, wo ich mitmache. Das ist ein bisschen Manko im Spiel, dass du manchmal ein bisschen zu wenig Hinweise hast, wie es weitergeht. Wenn der Tür aufkratzen nicht. Kann ich bei dir etwas machen da? Hallo. Da kann ich auch nicht kratzen. Irgendwo werde ich wahrscheinlich oben Türen müssen. Dort vielleicht. Da warte schon. Ah, dort rauf. Mensch, ne? Komme ich irgendwie dort rauf? Im Zweifelsfall immer rauf. Hä? Da könnte ich vielleicht auch hier. Irgendwie muss auf. Muss man für 5 Minuten AFK. Ist gleich. Bis bald. Tschüssen. Viel Spaß. So. Im Zweifelsfall müssen wir eigentlich immer rauf. Rums. Und da geht es irgendwie nicht rauf. Da. Auch nicht, hä? Da, so, da geht's rauf. Da geht's rauf, siehst du. So. Da auch nicht. Shit, die hat noch ein Ding machen, Tori. Ganz vergessen. Ganz vergessen, Shoutout zu machen für den Novaken. Himmel nochmal. Siehst du, vor lauter Nervosität nicht gewohnt sein, dass einem Leute kommen besuchen. Passiert das halt einmal einfach, dass man so Zeug vergisst, wo eigentlich ganz logisch wäre. Oder? Da rein. Ah, da kann ich noch hier. Warte schon. Hüpf. Hoi. Treffen. Autsch, was ist das für ein komisches Gefühl? Nicht einfach so ein Kopf auf dem Tresen. Okay. Okay. Hoi, du. Weißt du, Arbeit ist Arbeit, Slippy. Verlier nicht den Kopf darüber. Schöne Jacke. Arbeitest du in der Fabrik? Oh Mann, oh Mann. Ja, eben irgendwo rauf, aber... Ich gehe jetzt da nochmal zur Oberstufe. Vielleicht... Nein, ich glaube nicht, dass es da irgendwo etwas... Dass da zur Oberstufe etwas gibt. Ich schaue jetzt nochmal. Nein, ich glaube, da oben kommt man nie nicht weiter. Was ist das gelbe Kabel da? Das ist ein Wasserschlauch. Okay. Jetzt Minute. Jetzt Minute da rauf. Auch nicht. Auch nicht. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Na gut, okay. Na gut, na gut, na gut, okay. Grummel, Grummel, Grummel. Grummel, 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 Grummel. Grummel, 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 Grummel. Grummel. Grummel, Freunde, Grummel. Grummel. Komme ich denn irgendwo rauf? Komme ich echt irgendwo rauf? Muss doch irgendwie einen Weg raufgehen. Da zum Beispiel müsste doch irgendwie dort hinten raufkommen. Das sieht doch prädestiniert dafür aus, für ein Kätzchen dort raufzukommen. Hm?
Da muss doch gehen. Und zwar von da hinten irgendwie. Oder? Da. Nicht. Nicht. Aha. Aha, aha. Doch, look. Krass. So. So. Geht's nicht weiter? Hm. Eieiei. Weiß nicht, wo weiter, Mann. Da oben? Geht's auch nicht. Oder? Da oben? Aha. Kann man dieser Sache langsam näher kommen? Moment schnell. Da rüber. Ah. Kann man dieser Sache langsam wirklich näher kommen? Coole Geschichte. Coole Geschichte. Also, da rüber. Da. Da. Und jetzt? Wieder nichts. Hm. Da, wow, was für ein Satz. Hey, schau mal. So. Da rüber. Geht nicht. Da rauf. Geht da nicht. Da oben. Ah! Mann, nicht so weit runter, Katz. Geht's noch? Hüpf. Das geht nicht. Die kommen ja nicht rüber. Da müsste doch locker lange, um die rüber zu jucken. Schau mal. Müsste echt locker lange, um die rüber. Wenn ich die irgendwie umschmeißen. Hat sich irgendetwas damit auf sich, dass ich die Robis kann umschmeißen kann? Da haben wir vorhin ein Emblem gefunden. Ich frage mich, ob es etwas damit zu tun hat, dass ich die umschmeißen kann. Nachtclub. Da komme ich auch nicht rauf. Mann, nee, da muss ich irgendwo raufkommen. Hüpf. Moment. Da oben jetzt irgendetwas anzeigen? Ah nein, da sind wir schon mal gewesen, das ist sie auch nicht. Bin ja vorne schon mal gewesen, dort hinten komme ich auch nicht. Nein, geht auch nicht. Himmel. Du wirst wieder beobachtet. Juhu! Herzlich willkommen zurück. Shit, ja, hey, ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wenn ich jetzt gerade durch muss. Da rauf vielleicht? Ich probiere jetzt gerade irgendwo überall, wo es vielleicht möglich wäre, probiere ich irgendwo oben durchzugehen. WB, sagt man so schön. WB. So. Der Novaken übrigens ist ein sackstarker Age of Empires 2 Spieler, kann ich mal noch sagen. Er ist wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Und ist im Moment also mit Dyson Sphere Project unterwegs und so. Das ist noch recht cool. Macht Spaß, ihm zuzuschauen. Tony kenne ich nicht, macht so ziemlich alles. Das Öl,
Den habe ich auch schon alle geschwätzt gehabt. Mit dir kann man nicht schwätzen. Hey, ich weiß echt nicht. Oh, das ist ein Spiel, was ich weit oben auf meinem Pile of Shame to Play habe. Habe Teil 3 gespielt und geliebt. Ja. Er ist eben mit Teil 2 schon unterwegs und wirklich sehr stark. Ich weiß nicht, ob er VODs hat oder nicht, müsste ich vielleicht noch mal schauen. Aber meistens ist er, wenn er so in Gruppe spielt oder so, dann, ja. Dann ist er immer so die Lieder, die bis zum Schluss die Türen heben, aber verlieren die irgendwie einmal eben gleich am Schluss. Ist einmal recht traurig. Aber ich kann irgendwie wegpolzen. Stufe rein. Tut mir leid, der Laden ist geschlossen. Ich warte auf die Lieferjungs, aber die lassen sich ganz schön Zeit. Schöne Jacke, arbeitest in der Fabrik. Ich bin furchtbar schlecht in so Spielen, so, also Age of Empires und so. Ich schnell da nicht. Es ist mir zu hoch, es ist mir zu schnell, es ist mir zu kompliziert. Hey, ich kann jetzt gar nicht mehr auf YouTube schauen, wie das weitergeht. Da. Ja, ich kann schnell. Ich weiß wirklich nicht, was da weitergeht. Da komme ich nicht rein. Da ist zu. Das ist manchmal ein bisschen schade, jetzt in dem Spiel, eben, dass du wirklich so einen Moment hast, wo du einfach steckst, einfach keine Ahnung hast, wie es weitergeht. Wo du fast ein bisschen zu wenig an die Hand genommen wirst. Weil sonst in anderen Spielen, wo dir alles vorgecatcht wird, bis zum geht nicht mehr. Es sind anschließend sagst du, ja, halt Fresse, ich weiss, wo ich dir muss. Ist es da fast ein bisschen zu wenig einmal irgendwie. Mit Miauen? Nein, eben nicht. Ah, warte, vielleicht kann mir der Roboter etwas sagen. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Balthasar erwähnte jemanden namens Clementine. Sie könnte uns helfen, lass sie uns finden. Dieses Bild und die Symbole auf der Rückseite könnten uns wahrscheinlich irgendwie helfen. Ah, okay, gut. Da. Da. Bild untersuchen. B12 zeigen. Wirksam Lauschen. Hat uns gesagt, wir sollen sie finden. Sie gehört auch zu den Außenweltlern. Auf der Rückseite der Bilder sind auch eine Reihe von Symbolen abgebildet. Ah! Die Tür. Moment schnell. Ja. Die Tür. 3 und 5. Okay. 3 und 5. Da gibt's da hinten gibt's so da hinten im Wohnblock gibt es an jeder Tür so Zeichen. Habe ich gesehen. Falsch, da durch. So. Da, siehst du. Jetzt haben wir da das 3 und das 5 finden. Hätte man eigentlich mal so auffallen, dass das mit diesen Zeichen irgendetwas auf sich hat. So. Drei 1, 3 2, 3 3, 3 4 und 3 5. Aha, ja gut, super. Ah, da. Ah, blöd, schau mal. Ah, so dumm. Mein Gott. Ey. Du musst jetzt erst mal drauf kommen. Genau. Scheiße. Bumm. Entschuldigung wegen der Tasse. Tut mir leid. Gut, also Cutscene. Cat-Scene. Krieg ich mich schnell los. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Warte, also hat Balthasar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe, aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Machen wir doch. Gut.
Ich kann mich wieder reinklinken. Tada! Da ist er wieder. Salut. Nicht zu fest verschrecken, bitte. Ein bisschen trinken. Irgendwie so. So. Ist das ein Kuriositätensammler, hä? Die ganze. Hehe. Apropos Vorhang, gell? Ah. Hat es dahingehend etwas gebracht, dass ich wahrscheinlich auch hüpfe? Jubi. Jubi. Und das gibt eine Erinnerung. Yay! So. Auf welcher Seite muss ich jetzt anschauen? Okay. So geil. Das ist die Dinger, die Salzkristalle oder wie die heißen, oder was dann für positive Energie versprühen. Also, da hat es eine Erinnerung. Aber ich habe keine Ahnung, von welcher Seite dass ich sie mal anschauen. Könnte jetzt auch wieder ranliegen. Will jetzt aber nicht. Nein, es sind nur Staubfleckchen, das ist gar keine Erinnerung, okay. Dürüpp, dürüpp. Die Kissenburg wäre ein Traum als Kind, genau. Und als erwachsener Mann wie ich auch. Genau. Irgendwie auch. Ja, voll. Voll. Ah. Erwachsene Mann. Da kannst du gar nicht, da kannst du gar nicht in einem Satz sagen, das geht gar nicht. Als Mann bist du immer ein Golf. Punkt. Mit Clementine sprechen. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Von wegen, als Mann ist man immer ein Kind. Ich streame meine Videospiele. Und ich bin bald 43 Mann. Also. Aber schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie. Easy, um sie mit Strom zu versorgen. Moment, ich gehe ganz schnell in Aldi. Die haben sicher gerade irgendeine Atombatterie im Angebot. Ich weiß, dass die Neco Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Hey, vielleicht werde ich gleich noch Lokführer. Juhu! Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbringe ihm diese Nachricht. Nole ole. Nole ole. Gut, mein Gegenstand. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Mist, da war gerade letzte Woche eine 3 für 2 Aktion aufs ganze Atombatterien-Sortiment. Genau, Mittag soll ich zuschlagen. Digitec hat noch angekündigt, dass nächste Woche wenigstens 2% haben. Vielleicht würde es sich noch lohnen, dort zuzuschlagen. Dass du wenigstens deine 2% hast, wenn du die andere Aktion schon verpasst hast. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Mächtern fern. Okay, gut. Lavalampe nicht mal anders, okay. Das ist eine Sternenlampe. So. Also gut, in Bomberjacke und Goldketteli, da sagt uns etwas. Da hat ein, ich gehe mal davon aus, dass der so suspekt am Zeitung lesen war. Ich gehe mal davon aus, dass der gemeint ist. Juhu! Jetzt, dass ich den Alert vorhin wieder nicht gehört habe, ist übrigens, hat damit zu tun, dass ich, das ist komisch, jedes Mal, wenn ich Kopfhörer einschalte, muss ich quasi jedes Mal im OBS umschalten, dass das Ding wieder kommt. Das ist ja beim Elgato auch jedes Mal so. Muss ich jedes Mal in der erweiterten Audio-Einstellungen muss ich quasi wieder zurückschalten, dass das Monitoring auch funktioniert. Muss ich jedes Mal schnell abschalten und wieder einschalten. Das ist einfach, wenn ich auf Kopfhörer wechsle, ist ganz, ganz, ganz dämlich. Und der Beobachterling, der ist da hingestanden, glaube ich. Irgendwo.
Nein, natürlich laufen wir falsch. Sag ja, Orientierung wie ein totes Ross. Hey. Hoi, ja, ich habe deine Jacke geklaut, sorry. Da ist er, genau. Da meinen wir doch. So, mit Blazer sprechen. Ich hab zu tun, was willst du? Woher hast du das? Oh, du bist bei den Außenwelt. Mein Kontakt? Lass mich kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Necocorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Ich hab da was für dich, was du anziehen könntest. Ja, meine Idee. Besorge mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Jubi! Ja, siehst du, die Grafik glitscht schon drauf von der Katze. So. So, jetzt müssen wir einen Helm haben. Woher komme ich einen Helm über? Mhm. Haben wir irgendwo Helm gesehen? Also ich probiere jetzt mal. Necocorp finde ich, by the way, auch ein schöner Name. Necocorp. Perfekte Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich brauche aber noch einen Helm. Hast du auch so einen gefunden? Nein, leider noch nicht. Necocorp. Necocorp. Ich bin wieder zu dumm. Hilf mir schnell. Ah. Ich kann jetzt irgendeinen von den Arbeitern fressen fliegen lassen. Dass ich jetzt in den Helm komme. Moment. Neko, Katze, schon. In welcher Sprache? Da weiß ich jetzt gar nicht. Okay, gut, das sagt man jetzt überhaupt nicht. Robert Oil, 5088.1. Das weiß ich wirklich nicht. Ah, das ist Japanisch. Okay, ja gut, ja dann. Okay, cool. Ah, du hast einen Helm. Gib mir den Helm. Den Helm. Okay, nein, dann ist wirklich nicht gewiss. Gut, ich bin des Japanischen so gar nicht mächtig. Nicht im Ansatz. Gefällt dir mein Outfit? Das ist wichtig für die Sicherheit. Ich habe das im Kleidungsgeschäft und im Hutladen. Wo ist denn der Hutladen? Hutladen, ist das dort, wo der Kopf war? Keine Ahnung. Also gesagt, die Stadt, fällt mir der Hutladen. Hm? Ah, da ist ein Hut. Ah, jetzt hat er offen. He? Okay, mit dem Hate-Tor. Der Hate-Tor. Der hat vorne gar nicht offen gehabt, darum habe ich niemand kann Land betreten, während er wieder aufgestockt wird. Und da die beiden so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. Okay, gut, die geht jetzt gleich her. Hey, hallo? Bist du für ein Arschloch? Und trägt mich rein. Der treibt mich sicher rein, glaubst du? Nö. Warte schon Ewigkeiten drauf, dass der Stupletschi zurückkommt. Wer mir hilft, diese Hüte wieder aufzustocken, der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. Super.
kann auch nur ein paar Wörter Japanisch, aber Katzen kommen in Animes oft vor. Da ist das Wort geläufig. Ja gut, da glaube ich, ja, logisch. Ist ja auch recht, nicht gerade das Heiligstier, aber recht hochstehend irgendwie. Wo ist jetzt die Bar schon wieder gewesen? Mein Gott, ey. Nicht da, sondern da oben. Da. So. Bist du da? Nein, bist nicht du, hm? Der Typ da hinten ist bis oben hin geölt, wenn du weißt, was ich meine. Den weg nur ein harter Schlag direkt an die Birne. Lass man irgendwie rauf, hm? Lass man irgendwie rauf und irgendetwas abschupfen. So. Ab. Ah, der da. Aha, der da. Okay, gut. Ja, der ist vorhin auch noch nicht da gewesen. Gut. Hup. Schopf, schopf. Yeah. Schopf, schopf, schopf. Au. Au, verdammt. Au, 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 au. Au, au, au. Au, 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 au. Au, 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 au. So, sollst du schaffen, du Gölte. Komm, hopp, hopp, hopp. Ich brauche einen Hut, du musst mir bringen. So. Ich liebe das Pfötle, ja voll, beim Runterschubsen von Objekten. Ich eben auch. Voll herzig. So, jetzt könnt ihr eure Pflicht voll, jetzt könnt ihr eure Pflicht nachgehen. So, und jetzt. Trägt doch den Karton rein. Komm. Der läuft mir immer noch nicht ein. Gut, also. Halt, 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 halt. Jetzt habe ich gerade wieder jucken. Aber die Idee ist richtig gewesen auf jeden Fall. Okay, gut, dann müssen wir auf den nächsten Durchgang warten. Ab. Fällt dir nicht auf, wenn ihr so eine Katze da reinjuckt. Vor den Augen. Egal. Wieso tragen die leere Karton da rein? Dafür Sisyphus haben. Spiegelbild! Ein bisschen verschwommenes, aber immerhin eins. Raus. Da, siehst du. Ich brauche einen Helm, der Herr. Ich brauche einen Helm. Einen Helm hätte ich gern gehabt. Da nicht so lustige, nicht so schöne. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. Oh, Katze. Einfach, dass man ein Statement für andere Katzen hinterlässt. Ein Helm! Ein Helm gefunden! Haha. Geil, diese Speckmusik. Karton sind nicht leer, darin sind die schönsten Hüte drin. Nur dumme Leute würden diese Hüte nicht sehen. Des Katers neue Kleider. Ich verstehe. Hey Blazer. Da. Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Ich ziehe mich jetzt an, kannst du dich umdrehen? Nein. Hallo, du bist ein Roboter. Mann, das ist nicht so schwierig. Ich glaube nicht, dass du irgendetwas hast, wo man dir wegschauen kann. Die sind klasse, ein bisschen eng an Detail, aber es wird schon gehen.
Okay, spring in diese Kiste und ich schleudere dich und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Ist übrigens geachtet. Ich kann mittlerweile wachsen und ich kann mittlerweile schon ein bisschen zusammenbinden. Das Ziel ist irgendwo da unten. Ja, toll. Ich habe mich näher an die Karte an, es steht Necrocorp drauf, wird schon passen, ist schon gut. Ich muss nicht reinschauen, was drin ist. Scheißegal. Hey Alter! Hast du was Neues zu vermelden? Gibt's ja was zu tun? Kannst du mich aufklären über die neueste Situation? Schlüpf! Ah, jetzt kommt Metal Gear Solid, okay. Gut. I see what you did there. So. Ist mir gleich aufgefallen, lass wachsen. Ja, ich bin voll dran. Also ich habe kein Ziel, wo es anführt. Das führt dann, wo es anführt. Bis ich einfach die Schnauze voll hat, hat jetzt gesagt, nein! Stopp! Uff. Okay, sie haben mich nicht gesehen, sie haben mich nicht entdeckt. Alles gut, ist noch geil. Ist schon alles gut. Ist noch geil. Ja, wenn es halt bis zum Schneidel runtergeht, der Bart, dann geht halt bis zum Schneidel runter nachher. Nein! Shit. Nein, geh doch in die Kiste! Hat mich einfach umgenietet. Oh Mann, hat ein Rätsel umgebracht. Böser Roboter, einfach Rätsel umgebracht. Und jetzt? Der Vorteil, lange Haare kann man immer jederzeit abschneiden. Das geht deutlich schneller als neu wachsen zu lassen, genau, da ist es auch. Auf dem Kopfhörer funktioniert der eben leider nicht so wie gewünscht. Aber, wer auf dem Kopf nicht geht, geht am Kühni. Neue Messi-Weisheit. So, gut. Nächster Teil. Hoi. Hey, gut, dass du hier bist. Du kannst mir helfen. Ich habe in dieser dunklen und riesigen Fabrik die Schlüssel zu meiner Wohnung verloren. Ja, das ist scheiße. Die Wächter haben sich geweigert, mir zu helfen. Sie sagten nur, wenn du nirgendwo hingehen kannst, mehr Arbeit hier. Okay. Wenn du mir vielleicht helfen könntest, sie zu finden, wäre ich dir ewig dankbar. Ja, ist gut. Wenn ich irgendwo zufällig drüber stolpere, helfe ich dir natürlich gern, aber ich werde sie nicht explizit suchen für die Kamerad. Laufen. Genau. Und alle hopp. Ist da hinten jetzt aufgegangen, okay. Alrighty. So. Nein! Ah, Hilfe! Aha, okay, geil. Wieso kann der Kätzchen eigentlich keine Schutzweste anlegen und den Helm? Dann wäre es doch auch gut getarnt. So. Nein! So. Gerade noch so davor kommen, hä? Gerade noch so davor kommen. Ah, ist noch schwierig. Ist wirklich schwierig mit dem Timing, Mann. Bist gerade mal schnell oder zu langsam unterwegs. Das sind ja China-Verhältnisse. Da gab es gerade die Info, dass wegen 21 Fällen in einer Stadt teilweise die Arbeiter in der Fabrik für eine Woche eingesperrt wurden. So können sie immerhin weiterarbeiten. Uff, ja.
Das kann ich mir eben in China eben noch sehr gut vorstellen, dass das passiert, ja. Definitiv. Ist leider traurig, aber... Jetzt mal auf die andere Seite wieder. So. Das ist sowieso krank, die machen in Shanghai einfach mal monatelang die ganze Laden zu. Ey, bei mir... Was da weltweit... Ich meine, ich bin jetzt Spediteur wieder. Und wenn das so etwas von gemerkt hat, hat einfach weltweit einfach wieder alles erschwert, lahmgelegt. Es war so eine Katastrophe gewesen, hey, ehrlich. So, ich glaube, der läuft uns sicher durch, oder? Der läuft es doch durch. Oh ja, der läuft es durch. Sehr schön. Und alles wegen einem Schießhafen bzw. einem Schießflughafen, hey, das ist unglaublich. So, jetzt müsste ich irgendwie das können fixieren. Ein aus. Okay, das läuft mir jetzt noch. Schon krass, wie sehr alles davon abhängig ist, hat man mit dem Gas aus Russland auch gemerkt. Ja, sag nicht, aber es ist echt pervers. Diese Globalisierung ist für mich irgendwie etwas vom... Also man merkt es allgemein immer mehr. Es ist richtig schlimme Fänge. Wie wir uns jetzt eben von China vor allem abhängig gemacht haben. Das ist richtig tragisch. Geht irgendwie die Tür dort hinein? Ah nein, warte, ich muss das Ding da chauffieren. Genau, und dann kann ich drüber hüpfen. Die Globalisierung ist einfach überhaupt nicht gesund. Man hat einfach immer das Gefühl, ja, und so, aber... Ah, komm. Das ist das Thema für Übung. Da wollen wir jetzt nicht heute da, wo wir da so einem gemütlichen Katzenspiel sind. Wir wissen ja beide, was wir meinen. Und wir haben da etwa die gleiche Meinung dazu. Also. Hey, ich habe die abgeschaltet, du Sack. So. Aber es ist einfach erschreckend, das wollte ich noch sagen. Es ist echt erschreckend. Aber Katzen sind auch globalisiert, überall geliebt. Genau. So ist es. So. Aber, da nützt mir jetzt nichts, oder? Kann ich jetzt rauslaufen? Wahrscheinlich nicht, oder? Miau! Okay, das fitzt mir eins. Miau! So. So, könnt ihr jetzt irgendwo... Irgendwo noch irgendetwas haben, ich könnte drauf rollen. Da. Ah, jetzt kann ich es durchrollen. Ah, schau an. So jetzt. Ah, so. Tipptopp. Wundervoll. So. Kann ich raus. Oh shit. Okay, da hat jetzt irgendwie Uhren geruckelt. So. Ah, das ist Batterie. Das ist die Atombatterie. So. Und Alarm. Und Scheiße. Und nicht gut. Wir haben sie! Schnell, lassen Sie mir verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Okay, zum Glück geht da hinten die Sicherheitstür nicht zu. Zum Glück hat es da hinten gar keine Sicherheitstür. Ah, das ist da. Ah ja, okay, alles klar. Gut, dann habe ich mich nämlich vom Anfang an schon gefragt. Nicht jetzt im Livestream, sondern auf dem Video. Wie man da ankommt. Now I know. Gut. Und übrigens, so sieht die Stadt aus.
oben? Wegen Brandschutz braucht es immer einen Notausgang. Ja, aber doch nicht so einen großen. Und nicht in einem Notfall. Also mal eben gerade in einem Notfall. Ha. Wie lustig. Aber nicht, wenn die Atombatterie geklaut wird und dann jegliche Grundlage dafür gestohlen wird, dass überhaupt irgendwie Energie kann freigesetzt werden, die einen Brand verursachen könnte. Finde ich irgendwie noch logisch. Hey, wieso haben die jetzt zugemacht, ihr Säck? Haben ihr Clementine gefunden, ihr Penners? Also zum Glück bin ich ein Kätzchen, ich darf einfach hinterher laufen, wenn ich lustig bin. So. Oh nein. Ich glaube, die haben Clementine gefunden. Shit. Also ein kleines, herziges Kätzchen beachtet niemand. Uah! Außer dass eine blöde Polizeidrohne. So eine grusige. Jetzt muss ich mal schnell da wieder mein... Ah! Nein! Einen Keimgang nehmen, Mensch, schnell. Ah, da gut, so. Hopp. Hopp. So. Da komme ich leider nicht weiter. Nein! Scheiße. Nicht verschiessen, nicht verschiessen, nein, nicht verschiessen, nein! Jetzt ist schon wieder verschossen worden. So ein gemeines Viech. Du mieser, kleiner. So. Schnüpft's. Kätzli. Aber ist schon wieder da. Lebt wieder. Haha. Was ist eigentlich los? Komm, erzähl. Ihr könnt uns den Platz klauen, aber nicht unsere Moves. Okay, gut, ja, der. Hey, denkt ihr könnt uns davon abhalten, unserer Bude abzuhängen? Glaubst du, der Ganofe hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? All die Arbeit für nichts. So, also jetzt mache ich vorsichtiger umgehen mit dem Kätzchen, dass es nicht wieder verschossen wird. Weil Kätzchenverschüsserei ist einfach nicht schön zum Anschauen. Das wollen wir nicht. Uff, okay. So. Aber der ist statisch, da ist auch... Der ist glaube ich auch statisch da. Der King ist der, der sich bewegt, genau. Gut. Aber... Jetzt müssen wir schon nicht viel... Ah, da kann man wirklich durchschauen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht. Keine Ahnung. Ups. Vielleicht ist es wirklich Absicht, dass man durchschauen kann, wenn man näher dran ist. Oder vielleicht ist es einfach ein Glitch. Ist möglich. Ah, da kann ich jetzt auf die andere Seite über. He? So. Hüpf. Genau. So, alle hopp. Nein! Uah, scheiße. Rein, schnell. Oh mein Gott, Schweika. Shit. Clementine! Ich bin wieder da. Schatz, ich bin zu Hause. Hat sich da jetzt etwas verändert oben? Wahrscheinlich nicht. Immer noch gleich Rissi-Bock. Clemmy! Liebi. So, jetzt gehen wir gleich mal auf die Chrissiburg schauen. So, hopp. Weil da ist jetzt auch Lämpli, wo der Weg auf verweist. Niemand da? Clementine!
Clementine! Hm. Da ist irgendwie ja nichts. Ah, da ein Zettel. Warte schon. Hopp. Nein, sagt man nicht. Oh, scheiße. Oh, sorry. Entschuldigung, das ist wirklich kaputt gegangen. Dumm gelaufen, dumm gelaufen. Richtiger Pro-Gamer-Move, hab nichts anderes erwartet. Oh, Klaus, ja, richtig. Genau. Ja, nichts anderes erwartet von mir. Natürlich. Ich, Superheld. Mensch, was quietscht da? Miep. Ah, auf Hinweistafel schauen. Vielleicht. Clem? Hm, keine Spur von Clementine. Oh, was ist das denn? Sieht wie eine verschlüsselte Nachricht aus. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit dir passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Für B12 und die Katze. Die Katze, das bin ich. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch 4 Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Irgendein Knobli. Ah, der Kristall dort oben. Dann irgendein UFO mit keine Ahnung was. Und eine Lavalampe. Hä? Gut. So, Knobli. Wo ist der Knobli? Inspizieren. Was schnorst? Was für ein merkwürdiges Ding in einer Wohnung zu haben. So sehen die Gefährten hier die Menschen? Das ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Darauf steht, kommt in den. Sowieso. Gut, also jetzt mal. Die Dingslampe, Lavalampe ist gsi. Da. Was nimmt der da? Was nimmt die gemeint ist? Mensch, ne? Hast du es gefunden? Sehe nichts. Bist du sicher? In dem Fall nicht. Ja, moll. Inspizieren. Hier gibt es keinen Hinweis. Ja, es gibt ja keinen Hinweis. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringerer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als ein Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo, das ist eine Nachricht. Sie lautet Blazer. Ah, der Blazer mal wieder. Wollen wir jetzt noch irgendein Knobli fällt mir immer noch und die Lavalampe. Inspizieren. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien in gasförmigem Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können Gefährten gar nicht riechen, also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Warum? Ich bin bei Blazer. Okay, gut. Aber? Wir haben jetzt alles gefunden. Dann fehlt immer noch das Gemüse wahrscheinlich, hä? Da. Toilette! Hast du was gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Es fehlt noch ein Gemüse. Was? Hast du was gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Ha. Ha? Da nicht wahrscheinlich, ha? Hast du was gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Nein, da haben wir schon gehabt.
Okay, da ist eben nichts. Da haben wir schon gehabt. Ich vermute, dass das 2, also das 3 ist da der Regelmensch da. Würde ich vermuten, aber das erste ist die Lampe draussen, das zweite ist die Kristall, jetzt fällt mir noch die Lavalampe. Ist echt da die Liebeslavalampe gemeint da oben? Mensch, ne? Wo ist die gewesen? Da oben. Ist echt die gemeint? Wahrscheinlich, ja. Weil die ist recht auffällig. Ja, genau, da. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub. Okay, gut. Ich bin beim Blazer. Kommt in den Nachtclub. Das ist es. Gut gemacht, Leutnant Katze. Jetzt lasst sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Hüpf. Hüpf. Und hüpf. So. Also jetzt müssen wir wieder Pro-Gamer Moves an, ne? Dass wir da wieder heil rauskommen. Du bist stationär. Kann ich da echt runter? Ah, es lädt mich aber da. Sehr gut, okay. Aufpassen. Und raus hier! Lauf, Kätzchen, lauf! Ups, das Ding gibt es gerade zum Übersetzen. Übersetzen. DJ Matt Key, heute Abend im Goro Hoch 2 Club. Okay. Ich finde es auch geil, wie das Kätzchen so spult, wenn du einen abrupten Richtungswechsel machst. So. Bist du jetzt Sherlock Katz oder Katzen? Sherlock Holmes. So. Dann machen wir mal Musik. Ah nein, kann man schmeicheln. Wow. Ich hasse diesen Club als voller Angeber, aber wenigstens gibt es da keine Wächter. Lass mich rein! Das ist nichts für dich. Weg mit dir. Kannst du mir bringen, Simon? Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Hey Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Ah, danke für die Hiwis. Achtung, Groove Levels bei 2%. Bitte sofort einen Tanzplatz suchen. Okay, wenn wir da hinten nominieren, klettern. Danke für die Hiwis, Simon. Irgendwann sind Simons aber doch hilfreich. Aha. Da oben sieht es doch offen aus. Jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie da raufkommen. Aha, da oben hockt einer. Aha, alles klar. So, hoi hoi. Schau mal, ey, der Mr. Cool mit der Sonnenbrille da, ey. Krasses Siech, Mann. Krasses Siech. Schau genau, ey. Hey, ich will schwätzen mit dir. Nicht. Gut. Er hat voll die Ruhe und die Freude weg. Richtig beneidenswert, oder so. La 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 la. Hey. Hey, wie bist du hochgekommen? Einfach. Willst du mit uns feiern? Ja! Hier spring rein, hol dir was zu trinken. Hol dir was zu trinken. Okay. Mach jetzt sag Prösterchen. Ach du Scheiße. Achtung für Epileptiker. Jetzt bitte wegschauen. Dieses Programm kann zu epileptischen Anfällen führen. Sollte Ihnen jetzt schwindelig oder schlecht werden, schalten Sie bitte unverzüglich aus. Gefällt dir meine Maske? Ich habe sie selbst gemacht. Sie stört die Scans der Wächter und sie sieht cool aus. Ja, da behaupte ich jetzt du. Ja, mal zwischen Drache. Das ist gut.
Drachen sind gut. Das ist irgendwie däne, okay. Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Okay, geil. Ist derjenige, der in seiner Freizeit die Hologramme programmiert. Okay. Nee, nicht ausschalten, nur wegschauen, aber im Hintergrund laufen lassen. Jeder View zählt. Das ist richtig. Danke vielmals für den Einsatz. Du hast absolut recht. Hey Gast, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Okay, das ist voll mein Kollege, Mann. Tja, das ist doch nicht privat. Das ist mein Kollege, der hat mich gern, der liebt mich. Hallo, Blazer. Nützt nichts, gehört mich nicht. Ich komme auf den Balkon. Wie komme ich auf den VIP-Balkon? Ups. Was meldest du? So. Hä? Hebe Sockel. Ich glaube nicht, dass ich da Batterie muss setzen. Nö. Braucht irgendeinen Hebel. Ist der Daft Punk oder was? Heute DJ Metki hier, dann wollen wir die Party mal steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer. Wir sind die Katina Band. Habt ihr einen Songwunsch? Ich weiß es eben nicht auswendig, aber... Spielt denselben Song nochmal. Denselben Song nochmal? Okay. Ich will, dass ihr alle eure Prozessoren bis zum Maximum aufdreht. Schmeißt euch voll hinein. Schmeißt euch voll hinein. Yeah. Hula einmal nach links, einmal nach rechts. Dadam. Das ist der Zingana-Tanz. Jetzt brauche ich schon irgendwie den Hebel. Für das zweite Hologramm, dass ich beide Hologramm ausschalte, dass die beiden DJs irgendwie abgelenkt sind. Aber wo komme ich den zweiten Hebel über? Und wieso ist der VIP-Balkon nicht offen? Himmelsterne. Fragen über Fragen. Den kann ich nicht aktivieren. Da kann ich auch nicht kratzen. Menschen können auch rauf. Hüpf. Nö. Ha. Oh mein Gott, die Musik, ey, das ist schlimm. Irgendwie so. Aber nichts denn da, wenn ich... Hä? Oder wenn man den Sound ausschaltet, kommt er dann... vom Ding ab, echt. Also jetzt kann ich nichts machen, weil der andere immer noch da ist. Aber ich möchte die zweite auch abschalten. Manchmal du Spiel. Ah, ja blöd. Nein, halt, du hast tracket. Manchmal ist der Weg das Ziel. Du brauchst diesen Hebel nicht. Genieße den Moment, solange du ihn nicht hast. Genau. Aber ich habe eine andere Idee. Flöge. Hopp. So. Scheiß auf Hebel. Scheiß auf Hebel. Wir wollen eure Hebel nicht. Aber ich glaube, es nützt gleich nichts. Nice, okay. Also wenn ich jetzt auf den Hebel abjucke, dann geht er wahrscheinlich kaputt. Oder?
Oder nicht? Aber da komme ich nicht durch. Da bin ich nie nicht durchgekommen. Ah, Mann. Da bin ich nie nicht durchgekommen. Nein, da nicht. Und da hinten auch nicht. Da hat nicht geklappt. Doch, nicht durch. Doch, ich brauche den zweiten Hebel, Mann. Ich will, dass der Hebel abbricht jetzt. Endlich. Ah. Oh je, oh Mann. Alec, komm jetzt. Zeig mir einfach, wo du durch. Zeig mir einfach, wo du durch und dann sind wir alle glücklich und zufrieden und happy und überhaupt und... Haben wir da irgendetwas? Wieso schaltet der Kamera so explizit um? Ah, okay. Nice, gut. Okay. Und jetzt erst mal drauf gekommen, die Idee mit dem Draufspringen war nett, aber nett ist manchmal auch eine Umschreibung. Ich weiß, was du meinst. Ich finde die auch nett. Bam. Entschuldigung. Nein, ich finde die äußerst sympathisch und lebenswürdig. Definitiv. Als ich noch ein Mensch war, feierten meine Freunde und ich bis tief in die Nacht, auch wenn wir am nächsten Morgen die lästigen Konsequenzen zu tragen hatten. Es fühlte sich gut an, Freunde zu haben, trotz der unbewohnbaren Außenwelt und der immer erbärmlicher werdenden Lebensbedingungen hier unten und der kapitalistischen Gier von den Unternehmen wie der Nekocorp und des Polizeistaates, den die Wächter aufgebaut hatten. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das getan haben. So. Okay, das ist jetzt nur für eine Erinnerung gut gewesen, die Aktion. He? Oh Mann, nerv! Wenn du nicht einfach irgendwie so einen Hebel da unten rumliegen haben für das Ding da oben, weil... Ah. Nein. Wieso liegt hier ein Hebel auf dem Boden? Und beziehungsweise wieso liegt hier kein Hebel auf dem Boden? Okay. Seltsames Getränk nehmen. Kann ich da jetzt jemandem gehen? Und der hat einen Hebel für mich, so blöd zufällig. Hallo nochmal, werter Gast. Ich hatte mehrere Beschwerden, also nein, wir können die Holotensor nicht deaktivieren, weil irgendein Idiot es lustig fand, den Hebelgriff zu klauen. Ja, danke. Wie auch immer, willst du was trinken? Nein, wird dir etwas gehen. Vorsicht, er hat es in sich. Ja, da habe ich gemerkt, dass irgendein Idiot das Gefühl hat, er müsste den Hebelgriff klauen. Muss sicher der sein da. Was? Ah, aha, schau mal. Schau mal, was er in der Hand hat. Du brauchst 5 Zutaten aus dem Club, um einen craften zu können. Allerdings dauert das Crafting 5 Stunden Realtime. Für 64 Diamanten kannst du es aber sofort herstellen. Stimmt. 64 Diamanten brauche ich aber 27 Goldmünzen und die 27 Goldmünzen komme ich aus 687 chronologischen Mythologen über. So. Dieser Club ist scheiße. Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Room zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich! Kannst du das glauben? Also habe ich diesen Hebel geklaut, nur zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und will auch nicht damit erwischt werden. Gut, da ist den scheiß Drink. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr. Wie versprochen. Einmal Hebel. Ich hab einen Hebel. Ausgehebelt.
So, wenn ich jetzt da beides mache. Wenn den Tunes wechseln. Ah, und auf die andere Seite geht. Ah, da geht nur eine hin und her. So blöd. So. Die Hände lassen sie jetzt einfach unten. Ah nein, da geht der jetzt nicht über. Okay. So, ich hüpfe mal da oben. Und sollte der mal wieder drüber kommen, hoffe ich mal. So. Okay, da ist auch noch unten. Ich finde es so schön, wie so eine Katze da einfach nicht auffällt. Gut. So geil. Nice. Okay. Gut. So. Und jetzt machst du noch. Ah. Mal schauen. Ob es schon etwas gebracht hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man einfach durch die Dinge... Ah, okay, ja, siehst du. Gut. Weil so schwierig sind die Rätsel eigentlich einmal nicht. Da ist jetzt überall den Knopf drücken und dann ist gut. Das ist einfach suchen, wo einfach mühsam ist. Raph, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr über sie beschweren. Du bist ein Arschkriecher, du bist ein Brutzüngler, würde man sagen. In der Menschenwelt. Hallöchen. Oi, Clemmy. Für wen der, also für, ja. Geil, okay. Der Versuch ist nett, aber ich habe das Gefühl, ich kann gleich noch weiter schnarren. Ne? Mhm. Macht jetzt irgendwie nicht so viel Sinn. Oha. Blazer, 2 fliegen mit deiner Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer. Nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Mein Sprachmodul ist blockiert mit diesem Seil. Ebbe. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie. Blaterbot ist wohl eher der Hundetyp. Laser. Oh mein Gott, wo kommt die jetzt mal her? Scheiße. Nein, nicht Kätzchen verschießen, nein! Kätzchen? Alcatraz. Okay. Spielende. Game over. Oh nein. Oh, mal nie gesperrt. Ich bin ein freies Kätzchen. Ich möchte ein freies Kätzchen sein. Ach cool. Schlaues Kätzchen vor allem. Bums. Okay. Hehe. Gutes Kätzchen, schlaues Kätzchen, braves Kätzchen. Ich wünschte, ich könnte knuddeln. Ich wünschte, ich könnte knuddeln. Jetzt muss ich aufhören. Schwing. Schwing. So. Ja, gehen wir in den roten Bereich. Das ist sicher nie schlecht. Ne? Gut. Gefängnis. Ah. Oh mein Gott. Und jetzt?
Es gibt jedenfalls noch einen Part 5. Ja, ich glaube es auch. Heute werden wir wohl nicht fertig, ja. Jetzt recht viel Zeit verloren im Stadtzentrum. Aber dann haben sie auch gesagt, dass du dort, je nachdem kannst recht viel Zeit verlieren. Mein Gott, scheiße, wo bist du? Aha, du bist einfach... oh, du Ärmste. Du arme Kerl, mein Gott, schau mal. Was machen die denn da? Das ist ja unroboterlich. Okay. Komme ich da irgendwo... Komme ich da irgendwo raus? Da sieht es wieder dann aus. Ah ja, sehr gut. Zweifelsfall immer in die Höhe. So. So. Da oben. Hopp. Hopp. Diesen Roboter hat Windows Vista installiert durch diese Folter. Ich würde eher sagen Windows 8.1. Also ich habe das Vista gar nicht so schlimm gefunden, ehrlich gesagt. Also das heisst, er würde mir sagen, dass ich unnötig muss, hä? Okay. So, alle hopp. Zum Entdecken? Nicht. Und ich überall noch gut reinschauen, du kennst mich. Hat uns schon Menge Dings Loot ermöglicht. Jetzt aber leider nicht. Hilfe, gang weg. So, da hinten durch. Ich fand 8.1 nicht so schlimm, bis auf das Startmenü mit den Kacheln. Das war eine Katastrophe. Katastrophe. Fürs 8.1 haben sie das Ding wieder umgebaut in ein normales Startmenü. Beim 8 sind ja Kacheln gewesen, soweit ich mich mag erinnern. Das habe ich eben auch nicht super gefunden. Dann haben sie fürs 8.1 haben sie dann extra wieder die Dinge gebaut. Die Möglichkeit, dass du das Standard-Startmenü wieder verwenden. Aber ich habe mit dem 8.1 haben mir zumal jenste Programme nicht mehr funktioniert, die unter dem 8 noch tiptop funktioniert haben. Und darum habe ich das 8.1 in so schlechter Erinnerung eigentlich. Und das ist der Moment, wo ich dachte, fuck, nein, hätte es doch einfach lieber nicht drauf tun. Eine Katz-Szene. Okay, ich soll den Schlüssel holen, glaube ich. Nicht das in der Schüssel, die Schlüssel. So, einfach so durchspaziert. Gut. Spinnweben. Von daher, ja, es wäre viel zu einfach. Ja, es wäre viel zu einfach. Oh mein Gott! Und da komme ich auch nicht durch. Im Zweifelsfall müssen wir wieder oben durch irgendwo. Und doch da rein. Da kommt man hin raus. Okay, gut. Wundervoll! Da kommen wir da rein und dann runterhüpfen und dann kann man den Schlüssel holen. So. Jom. So. Hopp. Da hast du. So. Man muss klemmen.
Geht nicht. Für mich. Ich weiß nicht, wo du durch. Wie eine Katze. Keine Ahnung, wo du hergekommen bist. Ja, super. Tut ein bisschen also die Gegend um, dass wir ja gehört werden. Machst du gut. Machst du gut. So, dann schauen wir, dass Clem rauskommt. Und dann stoppen wir noch an. Wie bei Skyrim, wenn man schleicht mit einem NPC, der einfach alle Fallen auslösen. Ja, genau. Richtig. Ist es so. Jeder Schädel rumgeschüttet, jeder Holzkübel. Oh nein. Was ist los? Mein Roboterli, mein Roboterli. Ich will's wieder haben. Miau. Genau, ich will's wieder haben. Miau, miau. Genau, ich will's wieder haben. Lass es mich holen. Ah. Keine Ahnung, letzter Kontrollpunkt ist 3 Minuten 30 Sekunden. Ist zwar nicht so wie ein Zug, aber. Warte jetzt mal, bis er einen neuen gespeichert hat. Ja, pass auf. Mach keinen Scheiß. Kann ich im Moment nicht bedienen, weil ich das Roboter nicht dabei habe. Du wirst müde. Müde! Da musst du mir gar nicht einreden, das passiert von selber. Müde, 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 müde. Ich will einfach einen Kontrollpunkt haben. Wo stehen wir? Ah, 23 Sekunden. Okay, seit dem letzten Checkpoint. Alles klar. Also gut. Wow. 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 Leute, Teil 4 leider nicht ganz fertig geworden heute. Aber ein Höllenspaß. Das Spiel ist super, das Spiel ist geil. Ich werde es sicher noch fertig spielen und dann wird der 5. Teil geht dann halt wieder auf YouTube. Also der Teil jetzt natürlich auch, der 4. geht auch auf YouTube, aber der 5. auch. Dass wir dort den Abschluss dann noch mitverfolgen. YouTube-Link unten dran, in der Infobox rein. Könnt ihr drauf. Wenn ihr noch nicht habt, Abo dort lassen. Glocke drücken. Nein, kann man sagen. Und dann werdet ihr informiert, wenn der 5. und letzte Teil von Stray aufgeht, von mir gespielt, der Messi auf Schweizerdeutsch, mit dem schönen Zottelbärtli und überhaupt, hey, ich verabscheue mich jetzt hiermit offiziell. Danke euch fürs Reinschauen. Danke vor allem am Novaken für den Follow. Sehr schön gewesen. Danke, bist du da gewesen. Dir, Myrtus, wie immer, für die wertvollen Kommentare und nett gemeint aufmunternde Motivationssprüche. Nimm die jetzt beim Wort. So ist es. Und wünsche dir hiermit auch ein gutes Nächtli, frohes Aufstehen und frohes Schaffen. Und nächste Dienstag und übernächste Dienstag kein Stream, wie gesagt, weil. Und ja, eben wenn ihr 2 Wochen auf mich verzichten, ihr werdet das überstehen, ich werde es auch überstehen. Ja. Auf Discord, sorry, ich muss noch mal weiter schnarren, auf Discord wird natürlich das ein oder andere Foto noch posten von Wacken. Und ja,
Und eben, ich glaube, bis am Sonntag, ja, da bitte abklären schnell mit dem Kollegen oder wie immer. Und auf Discord wird sicher sein oder andere Viertel dem Verwacken draufkommen. Link auch unten dran, Discord. Bleibt, stay tuned. Also, macht überall mit. Bis dann. Tschüss!